Endlich ist wieder so weit. Der Kani ist dabei beim Podcast. Die letzten habe ich ein bisschen aussetzen müssen. Das tut mir leid, aber ich bin zurück in fast alter Frische. Und wenn es ums Zocken geht, da lasse ich mich nämlich nicht anschauen. Da bin ich natürlich am Start. Und nimm einen Seppi mit. An Corby haben wir das mal rauslassen, weil wir festgestellt haben, der kann ja nicht spielen. Und jetzt hat er auch schon angefangen, dass er fragt, ob er nicht einen Spätzl für die Aufnahme mitnehmen kann. Dann haben wir gesagt, nein, Kim Corby, lass einfach bleiben. Oder Seppi, wie sagst du das? Das ist ein Schmarrn. Ja, auf jeden Fall. Grüß euch erst einmal. Ich bin ziemlich entzückt über diese ganze Freiheit, die man jetzt hat. Da kann ich ganz schön viel Platz weg, so in unserem virtuellen Raum, fällt mir auf. Ja, und für das, dass er halt auch nichts kann, gell? Ja, brutal. Und dann hat er seine Helferchens Platzhalter da dabei hat und so. Das ist schwierig. Das ist ein ganz schwieriger Kerl, wenn es ums Zocken geht. Also, ja. Aber machen wir halt einfach mal eine Show ohne ihn, dann werden es leider sehen, dass das genauso gut funktioniert. Und ich kann's mal kommentieren, wie schlecht es ein Corby als Zocker wahrnimmt. da dann Corby auch interessieren, damit er vielleicht einmal, weil selbst reflektiert ist er nicht stark, was das Zocken angeht, der meint, er ist der King, aber sagt es ihm vielleicht mal in die Kommentare, dass er scheiße ist. Ich sehe schon, da entwickelt sich ein roter Faden, der sich ja durch den ganzen Podcast sehen wird mit Corby-Bashing. War lecker. Ich glaube auch. Ich sehe Corby schon wieder jetzt beim Schneiden sitzt und die ersten 2,5 Minuten schon wieder einen halben Schlaganfall gekriegt von lauter Wut. Ja. Tut mir überhaupt nicht leid. Seppi, was läuft bei dir mit der Zockerei? Ich muss sagen, bei mir wird's relativ kurz, weil bei mir ist genauso wie beim letzten Mal. Darum frage ich erst mal die, weil ich glaube, du hast ein bisschen neueres Zeug wieder mitgebracht, oder? Ja, ich habe tatsächlich Diablo 4 und Final Fantasy 16 gespielt. Beides noch nicht durch natürlich, weil ich alter Mo bin. Und stinkfaul. Und hin und wieder mal aufstehen muss, weil man sonst das Kreuz erschlufft. Aber hat mir schon einen guten Eindruck vermitteln können. Schon? Ja. Ich hab's jetzt gehört vom Birger, bei dem, wo ich in der Speziwirtschaft dabei bin, der hat ja Diablo 4 eigentlich gesuchtelt. Ja, es ist ja immer schon sein Ding. Ja, genau, das war schon über und er hat gesagt, also sie haben es tatsächlich anscheinend das Gefühl wie früher irgendwie aufwecken können, dass er was hat er, 140 Stunden oder so auf 3 Wochen oder so reinballert, also gleich richtig extrem, so wie es früher anscheinend bei ihm auch war. Hast du das früher auch schon gespielt, Diablo? Den ersten Teil damals, wo der rausgekommen ist, weil, wie gesagt, ich bin alt, okay. Aber dann hat mich das eigentlich gar nicht mehr so abgeholt. Ich habe mir das mir gedacht, schaut eigentlich ganz geil aus, probier's es mal wieder. Und ich glaube, das ist nicht ganz so mein Spiel. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist es schon ganz geil, aber andererseits ist es irgendwie, also stellenweise ist es schon arschlangweilig, muss ich sagen. Also mir ist tatsächlich passiert, ich bin insgesamt 3-mal beim Zocken eingeschlafen. War lecker. Das ist von mir gedaddelt und dann irgendwann so weil du einfach, ich muss auch sagen, es gibt ja verschiedene Klassen und ein paar ein bisschen aktiver, ein paar ein bisschen passiver und ich habe einen Totenbeschwörer und den kannst du ziemlich passiv auch spielen. Und weil du kannst du Leichen wieder auferstehen lassen und die dann für die Kämpfer lassen und dann sitzt du halt nur mehr oder weniger da und hältst einen Knopf gedrückt und dann wird das relativ, nicht sehr bewegungsintensiv für meine Hände und dann hat es irgendwann der Bresel. Ja, ich kenne das, ich hab Diablo 2 damals ein bisschen gespielt, aber immer nur beim Kumpel selber habe ich es nie aktiv gespielt. Hab immer ein wenig zugeschaut und hab mir dann einmal bei ihm ein Profil gelegt und ein wenig dahin gezockt. Aber ich muss auch sagen, es war einfach nicht meins. Mir war das ein bisschen, ich hab gefühlt nichts da, außer da sitzen und mit der Maus die ganze Klick machen. Ja, genau. Das hat mich irgendwie so gelangweilt. Also ich bin mit Diablo auch nicht warm geworden. Was wir dann gemacht haben, ich glaube, ich kann es verzeihen, weil das ist mittlerweile sicher verjährt, weil das ist ja 20 Jahre her. Was kommt jetzt? Ja, weil da hat es ja früher dann auf Ebay so einen Markt gegeben, dass man Items verkaufen hat können und so. Und dann hat man sich halt online getroffen und hat dann du hast das Geld gekriegt, du hast sie online getroffen und hast dann das Item hingedroppt und dann hat's der Kunde halt praktisch geholt und wir mit unseren coolen 13 und 14 Jahren, wie wir waren, haben wir uns einfach Accounts auf Ebay gemacht, auf den Namen von der Mom damals und haben halt dann einmal was verkauft, und weil wir nämlich gesehen haben, da hat's einen gegeben, der hat ein komplettes Profil verkauft. Das war so ziemlich von der Beschreibung das beste Profil, was es gegeben hat. Und unten ist gestanden, existiert nicht wirklich, Fake-Angebot und war bei 160 € oder selbst. Und dann haben wir gemeint, mit unseren 13, 14 Jahren, wir können das auch machen. Und haben wir dann einmal uns 25 € erschlichen. Alter, 25 €? Das waren damals fast
100 Mac. Ja, da haben wir zu zweit fast einen Rausch gehabt. Respekt. Ja, aber ich glaube, das ist verjährt mittlerweile. Ich darf ja mittlerweile eBay wieder nutzen, das habe ich eine Zeit lang nicht nutzen dürfen. Ich hab dann, weil dann hätte man Verkäufergebühren zahlen müssen und wie gesagt, wir waren 13, 14, das war uns halt scheißegal. Und haben gesagt, hey, ich war nicht mehr vertragsmündig und meine Mama hat gesagt, hey, ich weiß nicht, wie was das so geredet wird in dem Brief, was ist da eigentlich? Und dann habe ich eine Sperre gekriegt für eBay und die habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich mir mal gedacht, ob eigentlich mein eBay wieder funktioniert mittlerweile. Dann habe ich mir eingeschaut und Tatsache, ich bin back im Game. Diablo 4 Fake-Accounts werden jetzt schon wieder angeboten. Stark. Back to the roots. Naja, aber das war so der einzige Berührungspunkt, den ich mit Diablo gehabt habe. Und ja, hab mich auch nicht abholen können. Ich war dann eher damals so Baldur's Gate und mit dem Spiel unterwegs, das war super. Mit dem Dark Alliance aber, oder? Mit dem ja, Coop. genau. Mhm. Das haben wir dann auch mit dem gleichen Späßel damals, hab ich mit ihm durchgespielt und das war eher dann meins. Diablo hat mich gelangweilt. Ja, das ist ein bisschen actionreicher, also die Coop Baldur's Gate Sachen. Beim Diablo ist halt irgendwann, weiß ich nicht, es ist einerseits, am Anfang hat es mich voll gehuckt, wenn man so schön sagt. Und war die Story ja ganz geil und natürlich ein episches Einstiegsvideo. Die Rendervideos von Blizzard haben ja bekannt. Die waren ja früher halt auch schon voll geil. Darum hat es mir am Anfang auch voll gehuckt, wie du sagst, weil die Videos so geil ausgeschaut haben. Und man dachte, das muss ein Oberwahnsinn sein. Aber mir reichen die Videos, muss ich sagen. Ja, Ding mit der Lilith haben sie natürlich auch einen interessanten Charakter etabliert. Das ist ganz, ganz spannend und so. Die ist ein bisschen scharf, aber es ist immer so ein weird Boner Alert, ja. Schon, gell? Ja, es ist irgendwie schräg und ansprechend zugleich. Das ist dann praktisch, wenn du dann mal dazu gefappt hast, dass du danach sagst, wieder Anakin, what have I done? Ja, genau. 10 Minuten später geht's weiter. Gott, dieses Geräusch. Beste. Wie viele Stunden hast du dann eingesteckt in Diablo? Ja, aber es waren schon ziemlich viel. Ich bin, glaube ich, auf Level 47 oder sowas. Und 50 brauchst du ungefähr, dass du ins Endgame kommst. Ich bin jetzt, ich glaube, ich habe nur einen Akt in der Story. Bin mir jetzt mal ganz sicher schon wieder ein paar Tage her. Aber ich habe mir die Story dann irgendwann verloren. So. Das ist dann, weil die haben ja so eine Shared Open World und du kannst deine Quests quasi so teilweise parallel machen. Das ist also nicht mehr so linear, dass du eins nach dem anderen machst, sondern du kannst teilweise splitten sie die Geschichten so ein bisschen, lernst verschiedene Charaktere kennen, dann kannst du auch mit denen machen, auch mit denen. Und das ist zwar, einerseits hast du da mehr Freiheiten und kannst ein bisschen mehr machen, was du magst. Andererseits bröselt sie dann die Geschichte aber so ein bisschen auf und du machst auch mit da einen Schritt und auch mit da einen Schritt. Und es sind halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das langweilt dann zwischendurch mal so ein bisschen und dann durch das, dass das so aufteilt ist, hat es mir dann einfach irgendwann so ein bisschen verloren. Ich spüre jetzt hin und wieder mal noch ein bisschen rein, weil ich möchte eigentlich schon die Story irgendwann noch abschließen und mal das Endgame auch probieren. Vielleicht auch mal eine neue Klasse ausprobieren, weil, wie gesagt, der Totenbeschwörer, der klingt anfangs irgendwie ganz geil, aber für mich ist er dann doch ein bisschen fad geworden. Vielleicht, also es steckt mit Sicherheit viel in dem Spiel drin und ich verstehe ja jeden, der das geil findet, aber ich glaube, für mich ist das einfach nicht so der Wahnsinn. Weil das Loot-System auch. Also ist er, glaube ich, auch eher fürs Online-Gaming ausgelegt, oder? Als dass man jetzt so großartig in Story sieht. Nein, das ist schon ziemlich aufpumpt, die Story. Also es ist, kannst du ein Singleplayer-Game auch spielen. Du bist dann, weiß ich nicht, wie viele Stunden, so 35, 40 Stunden kannst du Sicherheit einstecken. Wenn du noch alle Nebenmissionen dazu machst. Dass das gar nicht so storylastig war, sondern dass das hauptsächlich für die ganzen Narischen, die dann eben innerhalb von einer Woche 800 Stunden ballen. Ah, doch, das ist darum sagen, du hast so 50, 60 Stunden Singleplayer-Content und wenn du den abgeschlossen hast, kannst du halt dann mit dem anderen Zeug weitermachen. Ah, okay. Da gibt es dann ganz viele andere Aktivitäten und was weiß ich, was alles. Aber kannst schon, auch wenn du keinen Bock auf Multiplayer hast, kannst du schon als Singleplayer spielen. Du hast halt einen Online-Zwang, das heißt, du musst immer online sein, sonst kannst du das Spiel nicht spielen. Und du siehst halt andere Spieler in deiner Spielwelt umeinander laufen. So ein Abhauen. Das ist mir aufgedacht. Das ist jetzt, der eine sagt, das ist mir jetzt ein bisschen, das reißt mich vor aus der Immersion, dass da andere Leute rumlaufen und irgendwelche Viecher umkillen. Andere sagen, das ist ja eigentlich nur realistisch, weil in der Welt haben halt mehrere so Kämpfer da und die machen nicht andere auch gewohnt. Ja. Es ist aber, ich finde es aber allgemein, jetzt nicht schlimm. Das bei Elden Ring hat es das ja auch ähnlich gegeben. Da hast du ja also Geister-Echos zum Beispiel sehen können von anderen, die an der Stelle gestorben haben. Hast du ein bisschen ahnen können, warum sie gestorben sind. Ich finde es jetzt grundsätzlich nicht so schlimm. Das Training hast du doch auch, oder? Dass du immer wieder mal... Genau.
Und dass du da mit den Sachen interagieren kannst, die andere hinterlassen und so. Also ich finde das jetzt prinzipiell auch nicht schlimm. Bei Death Stranding finde ich es sogar ziemlich geil, weil gerade wegen den Sachen, was die bauen haben und so weiter, dass du wirklich ein bisschen was mitkriegst von den anderen. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Und es halt wirklich teilweise hilfreiche Sachen sind, wenn du mal eben Stunden damit verbringst, Material für eine scheiß Straße zum Sammeln und dann merkst du vor mir, dass irgendjemand drum fertig baut oder denkst du, oh, cute, danke. Dann gibt es gleich ein Like, gell? Kannst Likes gibt's gleich ein Like, ordentliche Likes gibt's da. Immer ordentlich abliken. Ja, wer bist denn du eigentlich? Du bist ja auch dran. Ja, ich bin jetzt in Kapitel 9. Also ich habe mir jetzt von 14, weil ich habe mir jetzt die letzten Spiele-Sessions, was ich gemacht habe, wirklich nur noch auf Story konzentriert. Ich habe ja überlegt, ob ich es auf Platin spiele. Das habe ich aber jetzt mittlerweile über Bord geworfen, weil ich nämlich glaube, dass ich diese Pizzalieferungen, die man da immer ab und zu machen muss, dass ich da mal eine übersehen habe oder so, und das ist eine verpassbare Trophäe. Jetzt muss ich mal schauen, also wenn da noch weiterhin Pizzalieferungen aufploppen, dann mache ich die noch, aber wenn sie dann am Schluss rausstellt, dass ich die nicht komplett kriege, dann werde ich ja nicht weiter auf Platin spielen, sondern nur die Story durchspielen. Und jetzt bin ich bei 55 Stunden. Irgendwann ist gut, aber jetzt habe ich eben aufgehört, dass ich alles aufs Maximum verbessert, das ich gleich sehe, sondern schaue jetzt einfach mal, dass ich die Story durchspiele. Wobei es mir jetzt da am Schluss, wenn du in die Gebirge unterwegs bist, dann nervt's mir ein bisschen, weil das durch das Gebirge hatschen so lästig ist. Da bin ich schon ab und zu echt froh, wenn ich dann wieder aufhöre, weil das einfach teilweise nur nervt. Ja, das ist ein wenig kacke dann, ja, das stimmt. Vor allem, weil du schon so viel hinter dir hast und dann musst du nochmal so einen Zagen-Diven. Ja, genau. Und da ist halt wirklich nur Zack. Also die Gebirge-Hatschrei, die ist ja nur nervig. Da teilweise dann durch den Schneesturm, dann sechst keinen Weg mehr, dass du nicht weißt, wo du hin musst und komm ja auf. Aber an sich, aber die Story heute. Handlung, ja. Ja, die finde ich ziemlich geil bis jetzt. Also, ist halt völlig abgespaced, völlig überzogen, aber mir taugt's. Ja, ich fand's auch ganz geil. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann demnächst nächstes Jahr irgendwann nochmal angreifen, weil ich habe es ja nie abgeschlossen ganz. Ah, okay. Und es kommt ja ein zweiter Teil und da möchte ich natürlich optimal vorbereitet sein. Da musst du auf alle Fälle vorbereitet sein. So wie ich das immer zu tun pflege. Deswegen spiele ich eigentlich immer alle Spiele 10-mal, weil ja immer wieder was rauskommt. Ja, genau. Deswegen hast du Breath of the Wild durchgespielt, bevor du Tears of the Kingdom angefangen hast. Genau, ja, zweimal. Einmal innerhalb von einer Woche. Ja, muss man dazu sagen. Da war ich auch gemacht. Ja. Da gibt's immer ein bisschen Nasenkaffee, damit ich eine Woche lang am Stück wach bleiben kann und dann spielst du genau. zweimal. Stimmt, ja. Und ich habe auch eine Hand braucht so. Genau, also wie man es halt tut mit einem gesunden Lebensstil. Eben. Hast du bei Zelda eigentlich wieder mal reingeschaut? Hast du weitergespielt seit letztem Mal? Nein, weil wir jetzt Diablo 4 und Final Fantasy 16 ein bisschen abgelenkt haben. Okay. Wie ist Final Fantasy? Ja, das ist einerseits hammergeil. Also es ist quasi wie ein Film. Und also es hat ja eine öffentliche Demo gegeben, das da muss uns da noch kennen, wenn du PlayStation 5 hast. Und da hast du quasi den Prolog gespielt. Und der ist halt hammergeil. Also das hat halt richtige Game of Thrones Vibes. Du bist da, die bauen da Charaktere auf und so eine Ausgangsposition, wo du denkst, nach der Demo, fuck, ich muss das Spiel unbedingt spielen. Also es ist richtig geil gewesen und hat mich auch voll gehuckt, um das nochmal zu sagen. Hast du wieder hooked und ein Feeling. Aha. Und dann ist es halt leider so, dass unterm Spielen immer wieder extrem lange Videos anschauen musst. Die haben natürlich episch geil gemacht und so, aber das reißt dich halt so voll aus dem Spiel immer wieder, weil du kommst eigentlich, das hat voll das geile Kampfsystem, kannst verschiedene fette Skills kombinieren und die durch Gegnerhorden und krasse Bosse schnetzeln. Bosskämpfe haben auch ewig viel. Die haben auch nicht so heftig wie Elden Ring oder sowas, aber schon kannst du schon ziemlich gut damit spielen, wenn du es auf einem anständigen Schwierigkeitsgrad spielst. Oder wenn es Kumpels dazu einlädst, geh Corby? Ja, auf der Corby-Skala wahrscheinlich so 8 von 10. Ah, okay. Weiß gar nicht, ob der so viel Freund hat. Aber jedenfalls hast du da, vor allem in den ersten Stunden, hast du da immer wieder das Problem, da mehr jetzt eigentlich voll mit den Kämpfen befassen und mehr jetzt in das Skillsystem ein bisschen eindachen und mehr jetzt da Monster zerschnetzeln und was weiß ich, was alles. Aber du wirst jetzt gefühlt alle 10 Minuten vor einem halben Film unterbrochen. Und das dauert das echt lang, bis du mal so ein kleiner Flow hast. Das ist ein bisschen halt schade. Aber an und für sich ist das mega geil. Also kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ein irrsinnig geiles Kampfsystem. Ja, kriegt er fette Wertungen übrigens. Ja, teilweise über 90. Da ich jetzt vielleicht nicht ganz mitgehen, aber ein hoher 80er ist er bestimmt.
erinnert mich teilweise echt ein bisschen an God of War, so vom Spielprinzip und von der Aufmachung her und von der Inszenierung. Aber ja, wie gesagt, musst halt viel Film im Spiel mengen, dann bist du genau richtig. Ja, mir hat prinzipiell voll Sticker, aber es ist halt wahrscheinlich wie so ein 100-Stunden-Koloss, oder? Wenn du das durchspielst komplett. Na, das Kampagne ist, glaube ich, so mit 35 Stunden angesetzt und wenn du dann tatsächlich alle Nebenmissionen machen möchtest und auf Platin spielst, glaube ich, kommst du mit 70 Stunden davor. Ah, das war gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt da irgendwie mehr erwartet beim Final Fantasy. Was ich halt auch dazu sagen muss, die Nebenquests, das ist halt hin und wieder, es ist so grundskotz, assi, affiger Mistscheiß. Zum Beispiel? Du gehst du hast so ein Hub, das heißt Versteck. Und da ist halt unter anderem ein Händler und ein Schmied und ein Gasthaus, wenn man so kennt. Und dann gehst du in das Gasthaus rein und schmatzt mit dem Wirt und dann ploppt der Nebenaufgabe auf und du musst 3 Leute Essen bringen. Dann gibt er dir das Essen und du bringst es denen 3 Leute. Fertig. Ja, aber die haben halt Hunger gehabt. Und das machst du gefühlt 10 Mal. Die sagen dann einmal, oh, ich hatte schon so lange nichts zu essen. Wie? Du hattest noch nie etwas zu essen? Hier, nimm. Beendet. Ja, schon stark. Und da kriegst du da fast nichts dafür. Das Belohnungssystem ist ein bisschen unausbalanciert. Du hast zum Beispiel relativ große Nebenaufträge, da kriegst du dann eine Handvoll Gil, das ist das Geld. Das wächst da aber quasi auf Baum. Das brauchst du so gut wie nie. Du bist innerhalb von kürzester Zeit Millionär. Da hast du dann keinen Anreiz mehr, dass du irgendwas machst. Und bei den Waffen ist es auch so ein bisschen scheiße, weil kriegst eigentlich automatisch im Laufe des Spiels, sammelst du immer wieder Ressourcen, die fliegen da auch mehr oder weniger zu. Und wenn du einen bestimmten Boss erlegst, dann kriegst du eine Spezialressource und kannst eine Spezialwaffe bauen. Und immer wenn du eine neue Waffe hast, hat die ungefähr, weiß ich nicht, die haben immer Angriffs- und so einen Wert, der quasi die Haltung für die Gegner bricht. Und die haben halt immer 5 Punkte mehr. Das heißt, du kriegst automatisch irgendwann immer wieder so ein bisschen eine bessere Waffe, aber du hast jetzt nicht irgendwie den dringenden Impuls, dass du irgendwie groß was suchen musst, weil die fliegen da sowieso alle irgendwie zu. Das ist ein bisschen schade. Da hätten sie ein bisschen mehr Feintuning machen können. Ja, hätte ein bisschen nach einen hohen 80er, das da rein von deiner Erzählung jetzt, da das unterschreiben. Du hast das Ding auch gespielt, ne? Das Final Fantasy Sim Remake. Ja. Da ist ja zum Beispiel, das ist ja der ganz große Unterschied zwischen dem jetzigen und die alten oder die früheren Teile, dass das Kampfsystem jetzt voll in Echtzeit ist. Du weißt das du hast ja über das Kampfsystem so ein bisschen so deine Problemchen gehabt beim Simmer. Ja, genau. Weil, was war da? Das war irgendwie so halb mit dem Runden basiert, oder? Ja, du haust halt die ganze Zeit zu, unten laden sie dann so komische Balken auf, durch die du dann Fähigkeiten einsetzen kannst. Das nervt schon voll, wenn du da irgendwie auf einen die ganze Zeit einhauen musst. Und du kannst mich nicht einmal Items einsetzen, wenn der nicht voll ist. Das war voll behindert. Und das hat mich dann mit der Zeit richtig angekotzt, weil dann bist du oft einmal wirklich im Kreis gelaufen, hast ein bisschen drauf, schaust, dass du ein bisschen blockst und so weiter, bis du das Drum endlich auflädt, nur damit du die heilen kannst. Da kann es aber passieren, dass in der Zeit einer von deinen scheiß Kollegen schon wieder eine auf die Nuss gekriegt hat, dass den wieder heilen müsstest, dann kannst du wieder umeinander laufen und warten. Also die Art und Weise hat mich so genervt. Ja, also es gibt es da jetzt gar nicht mehr. Du hast jetzt nur bei so ganz super krasse Fähigkeiten hast dann noch ein bisschen eine Cooldown-Phase. Das heißt, da nicht, weil du musst 20 Sekunden pausieren, bis du wieder hernehmen kannst. Aber ansonsten kannst du halt voll rumhauen, wie du boxt. Und das ist schon ganz geil. Ja, das da immer eingelassen. Also kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen Bock auf Action-Adventure hat. Rollenspielaspekt ist jetzt nicht sehr groß. Das ist eigentlich ist kein Action-RPG, sondern eigentlich ist es ein reines Action-Adventure. Aber macht echt Spaß. Kann ich empfehlen. Empfehlung von mir. Sehr schön. Vielleicht werde ich sie mal irgendwann noch holen, ich weiß nicht. Aber ich glaube eher, dass meine Final Fantasy Zeit erst einmal dann die Trilogie vom Simmer sein wird, wenn die komplett raus ist. Und diese Vorgeschichte ist doch da jetzt auch noch vor ein paar Monaten rausgekommen, die besteht auch noch auf der Liste. Ich glaube, das wird mein Final Fantasy Zeug sein, das ich spiele. Also du bleibst quasi im Universum vom Simmer. Genau. Und vielleicht damit auch diese Special Edition. Ich glaube, die haben wir schon mal erwähnt, die rausgekommen ist mit den ersten 6 Teile, die auf dem NES und Super Nintendo rausgekommen sind. Oh ja, die hat mir auch schon immer wesentlich mehr Sticker als die neuen Final Fantasy Teile. Also diese alten, geilen Pixel-Dinger, die sind einfach, cute as fuck. Damals beim 16er haben es, wenn du auf Pause druckst und du bist mit mehreren Leuten unterwegs, 6 so die kleinen Pixel-Charaktere, so im früheren Design, das ist ganz cute. Oh. Freue mich immer. Oh, das glaube ich.
Das glaube ich, dass du da gefreust. Hast du Dingo geschaut? Nintendo Direct? Ja, habe ich mir das mal sogar angeschaut. Ausnahmsweise. War jetzt dabei für die? Ja, die zwei Herren haben mich sehr amüsiert. Das war eigentlich mein persönliches Highlight, die da immer so da gestanden haben und so ganz höflich immer so das nächste Spiel angekündigt haben. Da geile Affen sind Geile Affen sind. Ja, aber das eine oder andere Spiel müsste doch dabei gewesen sein, oder? Da waren einige dabei. Gehen wir so damit durch? Nein, mag nicht. Okay. Dann gehen wir weiter zum Vergnügen. War ein schöner Podcast-Teil. Ja, das war super. Ja, es ist wirklich schön, wenn der Corby nicht dabei ist. Das ist so schön. Corby, hör einfach auf und schneid nur noch. Ich freue mich auf alle Fälle riesig auf das Super Mario RPG Remake. Ja, das interessiert mich auch. Das ist glaube ich, mein absolutes Highlight, weil ich wollte das Spiel schon immer mal spielen. Es hat ja ewig gedauert, bis das zu uns auf Europa gekommen ist. Und ja, steht jetzt auf der... Ja, nie halt, oder? Ja, ich glaub, das ist nie gekommen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da nicht mittlerweile, ist es nicht im SNES-Emulator, nenne ich jetzt einfach mal auf der Switch drin und? Da steht Virtual Console auf der Wii. Dann kann ja, irgendwas habe ich da im Kopf gehabt, dass es irgendwo eben nur mit digital dann zur Verfügung gestanden ist. Und hab's leider bis dato noch nicht gespielt, aber das möchte ich jetzt unbedingt noch machen, dass ich dann einen direkten Vergleich habe, weil es kommt ja schon im November aussehen. Und es schaut sogar von der Grafik einfach irgendwie geil nach dem Super Nintendo aus, gerade halt in guter Grafik. Ja, ein bisschen aufpoliert. Da bin ich auf alle Fälle richtig heiß drauf. Und das zweite natürlich dann noch Super Mario Wonder. Der geile Benjamin Blümchen Mario. Ja, der ist nur noch geil. Der hat mich voll erwischt. Weil Sidescroller Mario sind sowieso immer die geilsten. Die haben 1000-mal lieber wie das neu moderne 3D-Zeugs da. Da verlaufen wir gerade andauernd. Ja, sind wir zu alt dafür. Und da habe ich wenigstens nur eine Richtung, wenn die laufen muss. Das du kannst ja nach links auch laufen, gell? Das ist nicht so wie auf dem NES, du kannst 4 und zurück. Jetzt wird schon wieder ein bisschen uninteressant. Und raus. Schaut auch wieder sehr spaßig aus. Ich habe ich glaube, nur das auf der Wii U, was dann rausgekommen ist, das hab ich nicht gespielt gehabt, aber das davor auf der Wii, das Super Mario Brothers, und ja, das ist also geil. Absolut geil und auch schön fordernd. Ja, ich hab auch die alten Super Mario Brothers, die habe ich so geliebt. Ja, Super voll. Nintendo. Und am NES ja, eigentlich am NES und dann haben sie da am Super Nintendo nochmal geremaked worden. Ja, genau, und dann hast du halt noch Super Mario World gehabt und das habe ich erst vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich das erst wieder mal durchgespielt und das erste Mal so komplett, dass halt vorne auch am Intro dann praktisch der Stern mit dabei ist, wenn du wirklich alles geschafft hast. Ah. Der feine Herr. Ja, aber hallo du. Da waren wir richtig fresh unterwegs. Und 2 neue Amiibos kommen raus fürs Tears of the Kingdom. Und zwar eins von der Zelda und vom Ganondorf und dann denke ich mir so toll, ich habe noch nicht mehr die erste Amiibo erwischt, weil es überall ausverkauft ist und jetzt 40 € kostet. Ich habe immer noch nicht so ganz durchblickt, was ein Amiibo eigentlich ist und warum ich mir den kaufen soll. Also für mich ist es einfach nur eine Sammelscheißfigur, aber die haben ja diese komischen Chips mit drinnen. Und dann kannst du, wenn du das aufmachst, das machen ja nur schwer gestörte Leute sowas auf, die lassen natürlich original verpackt, aber wenn du schwer gestört bist und machst die tatsächlich auf, kannst du es halt auf den komischen Chipleser auf der Switch aufhalten und dann kriegst du halt mit den Figuren immer irgendwas Besonderes. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Figuren kennen zu Tears of the Kingdom, weil es mich, wie gesagt, überhaupt nicht interessiert. Ich bin da wirklich der reine Sammler, die Dinger stehen original verpackt im Regal. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt ja die Midna und den Wolf-Link, die Amiibo von der Wii damals noch. Und die kannst drauf, hast glaube ich Breath of the Wild auch schon hernehmen können und dann ist zum Beispiel eine riesige Ladung Fleisch und so Zeug runtergefallen, auf einmal aus dem Himmel. Und ich glaube, irgendwann hast du mal ein Moped gekriegt mit irgendeiner Amiibo. Also du kannst mit jeder Amiibo irgendwas machen. Ursprünglich waren sie ja für Super Smash Bros. Rein und da hast du nämlich dann deine Charaktere irgendwie einstellen können und hast die dann praktisch gespeichert und hast es draufgehalten und dann hast du immer dein Charakterwissen haben wir jetzt da lohnen können. Aber es ist natürlich in meinen Augen ein reines Sammelding und sonst nichts. Ich glaube nicht, dass die wirklich irgendwelche spielentscheidenden Sachen mitbringen hätten. Das war ja dann quasi Pay to Win, das kann Nintendo nicht bringen. Nein, eben. Und sie schauen halt auch wirklich schön aus. Das sind wirklich sehr hochwertig fabrizierte Figuren. Und deswegen bin ich da halt, haben sie halt schon wieder an die Eier, die Pissbacken. Was kostet so ein Ding? Ich sage mal, die normaler kosten immer so 15 €, wenn sie ein bisschen besonderer werden, dann können sie, glaube ich, bis zu 40 € aufgehen. Ja. Kommt immer drauf an, weil zum Beispiel bei Metroid Dread damals, da waren ja 2, da war Samus und so Emmy drin und ich glaube, die hat 35 € gekostet. Dann gab's von Breath of the Wild die 4 Recken in einem Backerl und die, meine ich, haben 60 € gekostet, aber wenn es dann, oder waren es vielleicht
Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber wenn du jetzt sagst, wenn es jetzt 60 Euro waren, dann haben es trotzdem pro Figur gerade 15 Euro gekostet. Ja, das. Aber im Durchschnitt zahlst du dann 15er. Und mir regt es so viel auf, weil ich ganz oft Battle sehe von so Nintendo-Seiten auf Instagram oder so, wenn wieder irgendwelche Schwanz bei einer in der großen Stadt einkaufen und dann sind da Amiibo Gruschboxen, weil sie es nicht weitergekriegt haben, anscheinend für 5 Euro verkauft worden. Und bei uns, wenn du schaust, dann sehr nur mit dem 5er drauf die Pissbacken. Leck. Stinksauer. Aber was ist denn für Dino dabei gewesen in der Nintendo Direct? Was ich geil finde, ist, dass Metal Gear Solid zurückkommt. Oh ja. In der, was ist, glaube ich, die ersten 3 Teile, oder? Und ja, genau, die ganz Master alten Collection vom NES, die ersten 2. Genau, Metal Gear und ich glaube Snake's Revenge hat's geheißen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das finde ich auf alle Fälle geil, weil die habe ich noch nie gespielt. Ja. Und allein schon wegen denen mehr das fast haben. Ja, ich habe nur das 1er und das 2er gespielt damals und die waren halt legendär. Ja, die habe ich auch gehabt. 1 und 2 habe ich auch gespielt. 3 habe ich irgendwie vergessen. Weiß ich nicht, ja, was da war ich dann raus. Ich hab's 4er im Regal stehen und ich hab's Phantom Pain und das 5er praktisch. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen die Vorgeschichte gewesen und dann das 5er. Aber ich kann es halt nicht spielen, weil ich das 3er nicht gespielt habe. Aber da warte ich jetzt ja sehnsüchtig auf das Remake und dann wird es auf alle Fälle mal einen Metal Gear Solid Marathon geben. Da ist übrigens auch schon, wenn du ein Problem hast mit langen Videos, Metal Gear Solid hat auch gern lange Videos. Ich glaube, beim 4er ist die Schlusssequenz der Film vor 1,5 Stunden gewesen. Ja, nein, ich habe überhaupt kein Problem mit langen Videosequenzen. Ich bin ja ein großer Fan von Last of Us und so weiter. Es ist nur, da ist halt nur das so blöd aufteilt, dass du am Anfang so viele Unterbrechungen hast, dass du so richtig in das Kampfsystem einkommst. Ja, dann bist du ja auf alle Fälle gut aufgekommen. So schaue ich im Prinzip lieber Fernsehen wie sonst irgendwas. Ja, mir geht's auch so. Also, ich denke mir, wenn ich 70 Stunden Spielzeit hat, dann war ich eigentlich ganz froh, wenn 60 davon Videos werden. Trage ich nicht so viel tun. Wie schaut's bei dir mit Pikmin aus? Spricht dir das an? Ich habe mir jetzt letztes Mal den 4. Teil nochmal angeschaut, weil du ja immer da so verschwärmst. Ja, ich lieb's. Und es schaut ja aus wie hingeschissen. Ganz ehrlich. Also, das ist ja so hässlich. Weil es ausschaut wie aus einer, weiß ich nicht, es hätte irgendjemand mit einem C64 programmiert. Das ist ja ganz grausam. Aber ich möchte jetzt nicht vorab da das Spiel kacke reden, das ist mit Sicherheit ganz toll. Aber ausschauen tut das furchtbar. Du schaust furchtbar aus. Halt doch dein Ja, stimmt. Ja, eben, stimmt. Du darfst dich da gar nicht beschweren. Doch, gerade deswegen darf ich mich beschweren, weil ich mit dem gleichen Laster zu kämpfen habe. Stimmt, immer mit den gleichen Laster, da darf ich sich noch beschweren. Ja, gibt's eine coole Edition auf Amazon zum Bestellen mit einem Telefonhalter. Was? Also Pikmin und dann so ein kleiner Telefonhalter, wo vorne ein paar Pikmins draufstehen, kostet 10 mehr als die normale. Geil. Ja, bestell es halt natürlich mit dem. Bin da schon im Juli raus, ich habe die ersten 3 Jahre gespielt, ich kann da mal. Du hast keinen Gamecube, gell? Nein, du hast nicht. Aber gut, ist habe ich tatsächlich ja nie gehabt. Habe ich auch früher keinen gehabt. Das ist bitter. Gamecube war eine tolle Konsole, die ist leider ziemlich untergegangen, aber die hat ganz viele gute Sachen dabei gehabt. Aber Pikmin 1 und 2 kommen ja jetzt dann werden jetzt dann im eShop verfügbar sein und im September gibt es sogar eine physische Version. Also, wenn du es nachholen möchtest, storymäßig musst du nicht machen, aber sie waren schöne, kleine, putzige Strategiespiele. Ja, ich habe auch vom Kollegen nur Gutes gehört, aber wie gesagt, ich bin da jetzt. Ja, okay. Du spielst den jetzt den Schnauzer rein. Ist die Batman-Trilogie was für dich? Ich wollte jetzt gerade sagen, wo wir gerade bei Neuauflagen haben, gell? Mhm. Die ist auf alle Fälle was für mich. Ich habe Arkham Asylum sehr geliebt, so früher. Oh ja. Und dann, weiß ich nicht, dann ist irgendwas, wieder was ganz was Seltsames passiert in meinem Leben. Wahrscheinlich habe ich mich für Frauen und Alkohol entschieden. Ich habe mir aber die zweiten 2 Teile einfach nicht gespielt. Und die habe ich immer mit so auf einem Auge so mitverfolgt und wollte es eigentlich immer spielen und bin dann irgendwie nie dazugekommen. Ja, ich finde es so cool, dass es rauskommt. Ich habe aber die 3 Teile schon gespielt, darum werde ich es mal schenken. Ich weiß ja, du hast ja ziemlich komplettiert, oder? Bis auf, wie heißt das andere, diese praktisch Vorgeschichte von Batman, Asylum. Origins, genau, das ist der einzige Teil, der mir abgeht. Den möchte ich eben nur spielen, aber Asylum City und Night habe ich gespielt und ja, geil sind sie halt einfach. Ich wollte immer auf Platin spielen, aber ich war zu dumm dafür, dass ich 200er Kombos mache. Geht nicht. Das ist einfach eine Lügengeschichte, dass es sich hat. Das sind unmögliche
Trophäen und wenn mir jetzt einer drunter kommentiert, er hat es geschafft, dann bezichtigen einfach der Lüge und blockieren. Ich bin gespannt, wie heute noch funktionieren, das Kampfsystem und so weiter. Das war ja damals eigentlich schon ziemlich revolutionär, sage ich mal, und hat viele andere Spiele ein bisschen geprägt. Ja, Spider-Man aber hat sich da eindeutig orientiert an dem Gameplay und an dem Kampfsystem. Aber ob das halt die erste Iteration quasi heute noch so gut läuft, wie wenn man jetzt die nach verbesserten Versionen davon gewohnt ist. Ja, das würde mich interessieren. Aber es war damals schon, das ist schon geschmeidig vor der Hand gegangen, das Ding. Voll. Mhm. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was ich noch geil finde, ist, dass endlich eine verbesserte Version, leider kein Remake, mir war es als richtiges Remake lieber gewesen, wo Luigi's Mansion 2 kommt auf der Switch. Ja, stimmt, da ist ja auch was da. Weil die war, glaube ich, der Teil war, glaube ich, nur auf dem 3DS und ein 3DS habe ich leider nicht. Jetzt habe ich den Teil nie gespielt. Das war der 3DS, war der aufklappbare mit dem 3D-Bildschirm, oder? Genau, wie der Name sagt, 3DS. Mhm. Na gut, schon her, wie ich kombinieren kann. Du bist echt, Watson, unglaublich. Aber das 1 auf dem Gamecube war halt Oberwelt und das 3er auf der Switch war ja auch bombengeil. Und darum freue ich mich da schon, dass ich jetzt mal den zweiten Teil auch noch hin kann. Das 3er hast du auch gespielt, oder? Das habe ich auch gespielt, ja. Das habe ich auch ziemlich gefeiert. Also da freue ich mich auch schon richtig. Geile Luigi-Tipp. Meisterdetektiv. Was? Bevor du zum Meisterdetektiv kommst, die Dame zuerst, gell? Ja, okay. Ich wollte jetzt die Holde Maid zum Schluss erwähnen, weil es ist ja eine Frau, die kommt ja ganz hinten. Erst kommen alle männlichen und dann kommen Frauen, das wissen wir ja. Und dann kommen hinter die Frauen noch die starken Frauen, die müssen genau, und dann kommen irgendwann Trans-Personen. Ja. Ich glaube, nach dem Podcast, wenn wir den veröffentlicht haben, dann werden wir auf alle Fälle ein Like vom Friedrich Merz kriegen. Ja, da arbeite ich ja schon lange drauf hin. Ja, genau. Deswegen sage ich über solche Sachen. Ich will einfach mal ein Like vom Merz und vom Eiwanger auch kriegen. Oh, Upsi. Oh. Ja, gut, aber dann natürlich, es wurde nur ganz, ganz kurz angekündigt. Nicht einmal, man hat noch keinen Titel oder sonst irgendwas, aber es wird ein neues Spiel mit der Prinzessin Peach geben in der Hauptrolle. Ja. Und was haben wir gehabt? Was heißt denn Neues? Das hat ja noch nie eins gegeben. Jo, auf dem Game Boy Advance Money hat es mal eins gegeben. Echt? Yep. Stark. Was der Game Boy Advance? Also auf alle Fälle auf irgendeinem Handheld hat es mir uns gegeben. Ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, ob es der DS war, aber ich glaube, dass es der Game Boy Advance gewesen ist, seinerzeit noch. Okay, der zählt ja schon fast nicht mehr. Ja, der ist schon cool, der Advance. Ja, ich hab den auch gern wegen. Ja, es war der Game Boy Advance. Ich hab's jetzt nicht googelt, sondern mir ist eingefallen. Ja, ist dir eingefallen. Ja, das ist recht. Manchmal muss man einfach kurz einmal überlegen und dann kommt sowas ganz von selber. Impulskontrolle, nicht auf einen Schlag auszuschreien, sondern einfach mal kurz einschnaufen, ausschnaufen und dann auszuschreien, was du als erstes auszuschreien willst. Ja, bin ich gespannt. Schaut schön aus. Und ja, Mario Jump'n'Runs, ob jetzt da Peach hupft oder nicht, das glaube ich wird schon wieder schön. Ich glaube, dass das der Moment ist, wenn das rauskommt, wo ich dann meine Nichten einmal switching. Weil die haben große Peach-Fans und dann, das passt dann perfekt. Da kannst du die richtig in ihr Herz schenken, gell? Ja, ich bin ja jetzt schon wieder der super Onkel, weil ich ja Switch habe und wenn es besuchen, wir dann immer Mario Party und Mario Kart spielen und das ist natürlich das Allerhexte und das hat es uns gedämmt. Ja, und da schon ein Stein im Brett. Aber wenn ich dann hier auch noch abliefert, wird einer eigenen Switch, dann glaube ich, kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, zieh's durch. Also da bist du auf alle Fälle auf der Siegerstraße unterwegs. Ins Herz der kleinen Damen. Wenn man gerade alle Herzen von Frauen mit einer Switch erobern kann. Aber die meisten, die haben Anforderungen wie, was weiß ich, ein geregeltes Leben, ein Job, gewisse finanzielle Rücklagen und lauter so ein Bullshit, weil ich sage, leck mich doch. Körperhygiene und so. Ja, genau. Du kannst mir mit dem Arschlecker da rümpfen. Und dann wundern, wenn ich sage, dass Frauen ganz hinten drauf kommen. Selber schuld. Selbsterklärend eigentlich. Ja, absolut, ja. Naja, werden schon wissen. Aber weg von der Brunskachel Peach. Was hältst du vom Meisterdetektiv Pikachu? Nix. Ah, okay, ja, nicht. Also ich hab halt den Vorgänger auch nicht gespielt, hat mich jetzt nicht wirklich so interessiert. Prinzipiell, der hat mir damals keine schlechten Wertungen gekriegt. Mal schauen, ob ich diesmal vielleicht einlunzt bei ihm. Wenn er ein bisschen so den Humor hätte vom Film, dann darf ich sagen, ja, cool, darf ich mir einholen, das Ding. Aber ich bezweifle halt, dass da den gleichen Humor mit drin haben. Aber ja, mal gucken. Ja, der geht, glaube ich, mir vorbei. Wahrscheinlich, ja, bei mir wahrscheinlich, ja. Da ich da auch nicht die Nostalgie habe zu dem alten Spiel, wie gesagt. Eben. Ja. Der Wario hat auch ein neues Spiel
WarioWare Move It. Sagst du dem? Ich wollte schon immer mal so ein WarioWare spielen, weil die sau lustig ausschauen, die Scheißdinger. Und es sind anscheinend wirklich immer so für, einfach nur so Dinge für zwischendurch, mit ein paar Leuten, so, und die Spiele, die dauern auch nicht lang. Ich glaube, dass die Dinger, vor allem wenn du mal so ein kleiner Gaming-Partyabend machst, ich glaube, dass die dafür genau richtig sind, die Spiele. Ja, aber kann ich mir auch vorstellen. Ich habe zwar zuerst ein bisschen komisch geschaut, wie ich das gesehen habe, aber wie du schon sagst, also ist vielleicht genau das richtige Partyspiel. Oder halt für so Familienspieleabende. Kannst bestimmt auch ganz gut sein, weil es ist doch ein bisschen teilweise kindlicher gemacht, oder? Ja, ich weiß nicht sicher. Ich glaube, es ist ja ab und zu bei Mario ein bisschen so Ekelhumor mit Popel und Furzen und was weiß ich dabei. Ja, perfekt. Deswegen sage ich jetzt mal für mich genau richtig. Niveauleiste ordentlich unterschritten, passt. Und ja. Also irgendwann muss man mal eins holen, weil ich möchte es einfach mal probieren. Ich glaube, der erste Teil war auf der Wii oder auf dem Gamecube, kann ich jetzt nicht sagen. Und auf alle Fälle seitdem es den ersten Teil gibt, denke ich mir immer so, ich möchte es einmal spielen und kauf's mir aber nie, weil blöd. Ja, am 3. November hast du jetzt die Möglichkeit, dass wir es kommen. Ja, im November kommt aber auch das RPG, Super Mario RPG, und im Oktober kommt das Mario Brothers Wonder und Metal Gear Solid. Wann soll ich das machen? Ich hänge jetzt irgendwie 800 Spiele umeinander. Aber die neue Welle für Mario Kart Deluxe kommt auch wieder, gell, im Sommer. Ja, habe ich glaube, einen Monat haben sie nicht gehabt. Ich lese dann über die Beschreibungen oder die Bewertungen aus der Endzone. Und anscheinend sind ja da vom Mario Kart World Tour, glaube ich, heißt das auf dem Handy. Und das müssen anscheinend die hinterletzten sein, diese Strecken. Die werden anscheinend für Switch also die werden dann nur anscheinend technisch ein bisschen aufgewertet, damit sie halt spielbar sind auf der Switch. Aber da wird halt null Mehrwert eingesteckt, dass man wirklich sagt, man macht was draus. Was ist jetzt bei dem Hund los? Ausflippen, oder? Man macht was draus, dass es wirklich richtig geil wird, aber die Strecken, die fallen immer unten durch. Ich glaube, in der letzten Welle war gerade eine Strecke dabei, die von World Tour reingekommen ist, die aber aufgrund von ihrem eigentlichen Design schon so geil war, dass sie auf der Switch auch gut funktioniert und deswegen auch besser bewertet worden ist. Aber alle anderen, die von dem Handyspiel reinkommen, werden immer abgesagelt. Na, da soll jetzt so eine Strecke dabei sein, die durch so ein Badezimmer geht. Das schaut eigentlich ganz geil aus. Also bist du quasi so Mini, also alles andere ist jetzt riesengroß und du bist so der kleiner Mini. Ja, und neue Figuren hast du das mal wieder dabei, gell? Den Tyrannia. Mutant, Piranha, Kamek und Wiggler. Ich glaube aber Tyrannia heißt der, nicht Piranha, oder? Keine Ahnung. Weil Piranhas, glaube ich, sind die Kleinen und der Große ist mal nicht der Tyrannia gewesen, weil der Tyrannia ist mal ein Großes, weißt du schon. Dann schiebe ich es auf die Quelle, die mich da gerade dran erinnert hat, wie das heißt. Spackenverein, Alter. Spackenverein. Ja, ich finde an sich, Dragon Quest ist natürlich auch noch ein geiles Spiel, da spiele ich aber leider keins, das hat mich aber immer interessieren, weil ja das also zumindest der Stil ist ja vom, wie ist der, jetzt habe ich mein Mikro fast abgeschmissen, wie ist der Dragon Ball Schöpfer? Hans Meyer. Fast, das ist halt eindeutscht, ich glaube irgendwas mit Akira sowieso, nein, nicht Akira, wie heißt der denn? Doch, irgendwas mit Akira und Toriyama oder Takeshis Castle. Keine Ahnung. Wurscht. Akira ist auf alle Fälle ein Namensbestandteil vom Dragon Ball Schöpfer und der zeichnet ja meine auch diese Dragon Quest Figuren und mir gefällt der Stil von Haus aus. Und war halt auch wieder ein geiles JRPG, aber ich glaube halt einfach wieder keine Zeit nicht dafür. Ja, die haben ja auch wieder ausufernd groß, oder? Ich meine schon, ja. Ich habe, wie gesagt, noch nie uns gespielt. Das ist auch so, ob die Säge jemand denkt mir, ich möchte halt so gern, aber wann da ist noch? Das ist noch. Ansonsten, ja, Splatoon 3 ist ja wieder irgendein Splatfest angekündigt worden, aber das spiele ich halt gar nicht, wobei es sicher spaßig ist, weil diese Nintendo-Multiplayer-Dinger funktionieren ja immer sehr gut. Aber an Splatoon bin ich bis jetzt noch nicht ohne gegangen. Nein, ist auch nicht. Ja, nicht. Aber weißt du, was ich noch geil finde? Sonic Superstars. Das hat sehr cool ausgeschaut, finde ich. Und Sonic hat es strauchelt ja so vor sich hin, die Reihe. Ja, total. Bin ich gespannt, ob sie es mit dem Teil jetzt vielleicht wieder mal schaffen, dass man sagt, ja, geil, Sonic. Ich war halt noch nie so der Sonic-Fan, gell? Ich war halt als Kind, halt 100% Nintendo und hau mir mit dem Sega-Klump ab. Ja, ich schon auch, aber ich mag Sonic, ich mag die Figur recht gerne. Ja, so habe ich auch nichts gegeben. Scheint ein sympathischer Kerl zum sein. So. Ja, er ist ganz nett, ja. Und der Tails ist auch lieber. Aber die Entwickler haben es irgendwie nicht mehr so hingebracht die letzten Jahre, dass sie mal ein gescheites Ding raushauen.
Das Open Sonic World Wally war soll ja ziemlich mausig, gell? Ja, da hat So letztes Jahr, glaub viel verschenktes Potenzial. Ja. Ich glaube, dass halt allgemein bei Sonic so der Sprung in die dritte Dimension hat ihm nicht gut da. Ja, auf alle Fälle. Da kommen jetzt mehrere so, also jetzt haben wir das neue Super Mario Bros. Sidescroller, dann kommt der Sonic und dann kommt dann ein Prince of Persia Sidescroller Action. Ohne Scheiß. Ja, der schaut richtig geil aus. Da habe ich noch gar nichts mitgekriegt davon. Wann kommt das? Am 18. Januar. Prince of Persia, The Lost Crown. The Lost Crown. Kommt auf allen Konsolen und PC. Das hört sich geil an. Schaut echt cool aus. Kommt von Ubisoft. Mal gucken. Ja, Ubisoft hat ja nur ein Rieseneisen im Feuer, gell? Heißt denn, tut es? Ganz großer Name dahinter. Ich habe auch schon wieder gehört, dass sich da einige Fans wieder abwenden, weil man muss da ans Fischbuffet. Was anderes gibt es da nicht. Ich hab keine Lust mehr auf Fisch. Und das Fischbuffet soll gar nicht so geil ausschauen, wenn man es halt sonst gewohnt ist. Ja, weil sonst müsste nicht ans Fischbuffet, wenn es geil wäre. Naja. Habe ich tatsächlich noch nichts davon mitgekriegt. Ich habe nur das Gameplay angeschaut. Wir reden übrigens gerade von Star Wars Outlaws, das erste richtig fette, große Open-World Star Wars Spiel. Aus dem Hause, also gut, Ubisoft ist zumindest vertreibt es, wann entwickelt wird, glaube ich, bei Lucasfilm und Massive Entertainment. Und du hast, glaube ich, heute, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, dass es irgendwie eine halbe Stunde Gameplay schon dazu gibt. Die haben ziemlich umfangreich schon was vorgestellt. Ja. Während Ubisoft Connect war da so Summer Games Fest rum, haben die jetzt, glaube ich, 2 große digitale Konferenzen abgehalten und haben da einiges gezeigt davor. Ja. Das schaut echt geil aus. Ja, also ich war auch begeistert. Das hat richtig gut ausgeschaut. Da bin ich schon gespannt drauf, was am Ende rauskommt. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr in die Assassin's Creed Formel einpressen. Das können sie, glaube ich, fast nicht mehr erlauben. Das ist echt, also das kann es mir nicht vorstellen. Wobei, es ist Ubisoft, sie können es machen. Doch, sie werden es da. Ja, das wird Assassin's Creed Star Wars. Ich hoffe, hör auf jetzt, ich hoffe nicht. Also ich lege viel Hoffnung darin, da eine, dass da eben noch die Massive Entertainment und Lucasfilm dahinter stehen und dass die vielleicht sagen, ja, nicht unbedingt 1:1 Assassin's Creed im Star Wars Universum, kann man ja sehr was anderes erlauben. Aber mal gucken. Es schaut auf alle Fälle geil aus, was man gesehen hat. Ja, total. Und sie kannten halt, wo es auf alle Fälle punkten kann, weil dann der Story-Inhalt, weil da kannst du halt einfach theoretisch kannst extrem Fame machen im Star Wars-Universum. Und mit der Protagonistin haben sie auch mal eine ganz interessante, glaube ich. Die macht zumindest einen interessanten Eindruck. Ist auch mal kein Jedi, soweit ich das jetzt bis jetzt überblicken kann. Habe ich mir auch gedacht, ja genau. Und wir wissen mal vom Serienuniversum, dass die von Andor, dass Geschichten im Star Wars-Universum nicht unbedingt laserschwert schwingende Zauberer braucht. Genau. Und da kann vielleicht ein bisschen frischer Wind reinkommen. Weil sonst gibt es ja mit Star Wars Jedi Fallen Order gibt es ja nur ein Jedi-Abenteuer aktuell. Genau. Und da hätten wir vielleicht mal was anderes. Mit ein bisschen Scheißen und so. Ein bisschen Scheißen. Piu, 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 piu. Nächstes Jahr, glaube ich, gibt es aus, oder? Ich meine schon, wenn sie es nicht wieder 10-mal verschieben. Ja. Aber ich bin, ja, mit dem Verschieben, das ist immer so ein Ding. Auf der einen Seite möchtest du das natürlich gleich haben. Auf der anderen Seite bin ich immer ganz froh, wenn es heißt, hey, wir haben da noch einige Fälle, wir müssen was verschieben, damit wir die nachbessern können, bevor es ein Cyberpunk-Debakel gibt. Ja, lieber verschiebt es 5-mal. Genau. Und zu Cyberpunk gibt es jetzt dann den ersten DLC. Du spielst ja Cyberpunk immer wieder mal ein bisschen, oder? Ja, ich hab's 2-mal jetzt durchgespielt. 3-mal, glaube ich. 2-mal? 3-mal. Was ist mit dir? Und ja, nee, lass mich. Gefällt mir irgendwie jetzt. Ich habe mir langsam warm spielen müssen. Am Ende ist es dein Zuerst habe ich es gehasst, bis es rausgekommen ist, weil es mir ganz viel Lebenszeit gestohlen hat und furchtbar beschissen war. Aber dann ist er über die Monate und Jahre ist er doch verbessert worden und wie dann die Netflix-Serie rausgekommen ist, habe ich mit dem Hype dann auch nicht entziehen können. Edge Runners, dass ich da mehr spiele. Und dann hat es mich eigentlich ziemlich überrascht, weil es ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem Debakel, was damals war beim Rauskommen. Kann man jetzt schon spielen, ja, definitiv. Ich freue mich mittlerweile auf den DLC. Idris Elba. Okay. Ist das ein kostenpflichtiger? Der, glaube ich, kostet 30 €, der muss ziemlich umfangreich sein. Ah, okay. Ja, ich habe mich bis jetzt noch nicht rangewagt an Cyberpunk. Ist nämlich auch nicht, also ich glaube, dass zwar mittlerweile echt cool war und so weiter, aber das Setting ist nicht zu 100% meins. Ja, das ist dann schlecht. Ja. Das ist doch schon ich bin dann eher so der Fantasy-Typ mit Witcher, so, da haben sie mich eher.
Ja, dann ist nix. Weil das ist einfach eine komplett andere Welt dann. Ne? Das ist schön, ganz etwas anderes, gell? Connected dann nicht. Nein, das huckt mich nicht so. Wir haben ja, oder beziehungsweise ich, oder haben wir da beide, warst du dabei in die Bolex, als ich über Avatar abgelästert habe? Ich wollte jetzt auch gerade Avatar erwähnen, ja. Ja, genau. Frontiers of Pandora. Wir kriegen ja auch noch wieder von Ubisoft das ein fettes Avatar Open World, oder? Ja. Es ist eigentlich ganz witzig, dass die Videos, die ich dazu gesehen habe, teilweise ausschauen wie der Finalkampf vom Avatar 2 Film. Ja. Ansonsten weiß ich, was ich davon halten soll. Ja, nix. Der Trailer und das Ganze, was da gesagt hat, das schaut so nach absolut gar nichts aus. Das ist so, weiß ich nicht, so seichter Mist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein Riesenhaufen Scheiße. Was soll es denn da werden bei der Vorlage? Ja, freilich. Ich hoffe ganz stark, dass das du für dein Magazin spielen musst. Nix. Doch, das wünsche ich dir wirklich von Herzen, wünsche ich dir das. Da verfasse ich schon mal pro forma eine Kündigung, falls das kommt. Wir haben ja leider keinen, der spielt, Herr Seppe Sisandro. Spielt Pandora komplett durch, auf 100% mit Platin und schreiben es dann dazu alle Berichte dieser Welt. Ja, dann schicken sie mir wieder auf Release-Party, wo einen Tag vorher dann rauskommt, dass es nur 30% kriegt. Dann ist die Stimmung wieder ein bisschen getrübt. Und dann lass einen Gollum in Ruhe. Oh Gott. Hast du Street Fighter 6 irgendwie angespielt? Hey, was du gerade Gollum sagst, hast du es mitgekriegt? Der Idelic hat jetzt quasi aufgehört, Spiele zu machen und haben auch den geplanten Nachfolger von Gollum eingestampft. Und das Studio geschlossen und machen jetzt nur noch auf Publisher. Aus Gründen. Aus nachvollziehbaren Gründen. Kleine Randnotiz. Damit sei genug gegollumt. Gollum! Auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß. Sogar der Gollum geht gerne ins Fischbuffet und alle anderen beschweren sich. Was ist denn eigentlich mit ihnen? Furchtbar. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt. Aber nochmal zurück zu meiner Frage: Hast du Street Fighter 6 gespielt? Ist ja seit Anfang Juni heraus. Nein, ich wollte, aber dann habe ich doch nicht da. Ja, ich bin ja nicht so der Street Fighter-Fan. Ich mag zwar die Dinge auf dem Super Nintendo von damals, das habe ich gern mengen. Die sind nur geil. Ja, aber Beat'em Up ist bei mir wirklich nur Smash Brothers und Mortal Kombat und Mortal Kombat halt auch nur wegen die geilen Fatalities und der Splatterei. Ja, das stimmt. Ansonsten bin ich da Street Fighter nur auf Super Nintendo, Tekken ist komplett an mir vorbeigegangen immer. Soul Calibur mal sporadisch ein bisschen beim Späßel. Tekken und Soul Calibur habe ich damals gespielt. Ich glaube, was war Soul Calibur? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein, das war das auf der PlayStation 1, 2? Soul Calibur? Weiß ich nicht mehr. Ich habe auf der Xbox 360 mit dem Späßel gespielt. Dann war das Xbox Beat'em Up. Tekken auf alle Fälle. Habe ich bei der 1er angefangen und bei der 2er habe ich es noch ganz geil gefunden. Und irgendwann ist halt einfach diese Übersättigung an Beat'em-Ups angegangen, wo da was hat es 1000 gegeben. Eine Dead or Alive und so X-Teile. Genau. Und irgendwann war es halt einfach durch. Da kann man sich maximal im Film anschauen. Ja, und den auch nur maximal. Aber es ist eigentlich ganz interessant, jetzt das Street Fighter 6 mit der Open World, die sie da irgendwie doch da dazu gemacht haben, oder dieses Hub, sag ich jetzt mal, was du rumlaufen kannst, wo du, glaube ich, auch mit dem Drehkick fortbewegen kannst, dass deine Füße, irgendwas komisches habe ich da auf alle Fälle gesehen. Aber ich hab mal im PS Plus, aber war mal als Fünfer drin, das hab ich mir da mal in die Bibliothek eingeschmissen, aber bis heute nicht ein einziges Mal angeschmissen, weil es mich einfach wirklich überhaupt nicht interessiert. Ja, bei mir das gleiche. Und dann musst du wirklich Kombos lernen, dass du da ein bisschen, vorkommst, und ich mag keine Kombos lernen. Nein, das hat mich noch nie, das mag ich bei Mortal Kombat, da habe ich es mengen, weil es halt dann eben brutal war. Also Simple Kani is being simple. Aber da habe ich halt nichts davon, weil das blättert nichts. Lass mich in Ruhe, hau auf Street Fighter. Wie das rausgekommen ist, habe ich mal so einen Podcast bei Stay Forever, die Retro-Podcast machen. Habe ich mal einen Podcast angehört über Street Fighter 2 und dann habe ich es halt ein bisschen geil gefunden, dass ich Street Fighter auskenne und hätte es mir fast gekauft. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht da. Gott sei Dank. Leicht beeinflussbar. Ja, total. Aber ich werde es ja, an mir wird es auch vorbeigehen. Da werde ich leider nicht reinschauen können. Hast du Amnesia schon mal gespielt? Ich glaube, den ersten Teil vor 100 Jahren, aber du meinst jetzt Amnesia der Bunker? Ja, genau. Das darf recht cool ausschauen, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, keine Ahnung. Ich muss jetzt, bevor ich das nächste Horrorspiel anfange, muss ich erst einmal Outlast 2 weiterspielen, aber ich muss meine Pumpe noch ein bisschen schonen.
Ich habe Ding in Paris Ad Infinitum ausprobieren können. Das ist also ein Horror-Adventure. Da geht es darum, dass das spielt zur Zeit im Zweiten Weltkrieg und du spielst einen Soldaten, der da wieder heimkommt und der ist so ein bisschen zwischen die Welten gefangen. Der weiß jetzt nicht mehr so recht, was ist jetzt real und was sind seine Traumata und keine Ahnung. Und das hat ganz geil gewirkt eigentlich. Das fängst in so einem alten Herrenhaus an und dann kommen Stimmen und bla bla bla, musst du Rätsel lösen. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, eigentlich an so Horror-Adventures eigentlich ganz geil. Kannst du mir öfter spielen. Ja, da müssen wir jetzt zum Beispiel echt einmal, da kann man uns einmal zusammen mit dem Gamecube und dann spielen wir Eternal Darkness. Das ist für mich eines der besten Horrorspiele. Hast du das? Ja, auf Logo. Das ist unglaublich gut. Das hat mich damals so fertig gemacht. Das war, du hast ja da Lebensenergie, Magieanzeige manchmal und dann nur Psychoanzeige und deine Charaktere kommen nicht damit klar, dass sie da sehen, weil gut, wenn du in echt irgendwie so Zombies und so ein Zeug sehen dann das wahrscheinlich ja erst mal durch dran. Und je geringer das die Leiste wird, umso mehr da traust du halt durch und da sind dann so geile Sachen passiert, dann siehst du dein Charakter auf einmal, kriegt er Visionen, wie er mit aufgeschlitzten Pulsadern in der Bootwand drinnen liegt, dann laufen Viecher über den Fernseher, dass ich tatsächlich aufgestanden bin damals und hab am Fernseher gelangt, weil ich gemeint hab, dass die Singer Käfer umeinander laufen, dabei beizt sich das der scheiß Charakter wieder ein und so. Also unglaublich geil, da kann man sich echt einmal zusammen da und einmal ein Wochenende Eternal Darkness heizen. Da war ja auf alle Fälle dabei. Das ist das einzige Spiel, oder das ist genau das Spiel damals, was mir so angefuckt hat, dass ich keinen Gamecube habe. Nur wegen dem Spiel wollte ich ihn eigentlich immer haben. Ja, dann machen wir uns dann einen Twitch-Account und streamen es da. Die Leute wollen uns sehen, wie wir uns gegenseitig angelangen, während wir spielen. Ja, okay, dann sollten wir vielleicht einen OnlyFans-Account machen. Streamen da eigentlich auch Leute auf OnlyFans? Keine Ahnung, du. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, und Twitch ist doch jetzt irgendwie, da darfst du doch jetzt gerade noch, ich glaube, wenn du müssen wir auf YouTube gehen, weil auf Twitch darfst du jetzt, glaube ich, gerade, also nur noch auf Twitch streamen, wenn du da angemeldet bist, ansonsten mal die sperrenst die oder irgend so ein Mist. Was? Du darfst nur noch auf Twitch streamen, wenn du bei OnlyFans angemeldet bist? Nein, bei OnlyFans außen vor, du Saudepp. Wenn du bei Twitch bist, dann darfst du zum Beispiel nicht mehr zeitgleich auf YouTube streamen, sondern nur auf Twitch. Ach so, jetzt auch. Die haben das jetzt halt irgendwie geändert und die meine, polten sie jetzt halt auch mehr Anteil ein von die Spenden, glaube ich, oder diese Monatsmitgliedschaften, die du auch schließen kannst. Die waren vorher 30%, jetzt sind es auch 50, glaube ich sogar. Ach, deswegen waren dann die Großen wieder abgezogen in einer neuen Konkurrenzplattform, oder? Da hab ich ja, genau, ich glaube, Kick oder so heißt die neue Plattform, kann das sein? Das weiß ich nicht, bin nicht so der Streamer. Da ist aber das Einzige, was ich da jetzt erklärt habe, was da nicht so geil draus sein soll, ist, dass auf Twitch sind noch die ganzen Casino-Streams gebannt worden. Ja. Und die jetzt dieses, ich glaube, dass es Kick heißt, ich weiß aber nicht sicher, da stecken anscheinend so diese Casino-Spielbetreiber dahinter, die das jetzt gemacht haben. So. Und das hat anscheinend nur ein bisschen einen faden Beigeschmack, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ist aber anscheinend ziemlich witzig, dass es schaut anscheinend 1:1 aus wie Twitch, gerade in einer anderen Farbe, ich glaube grün oder so, hat der Birger erzählt. Aber der hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass er eben jetzt dann auch von Twitch weggeht und macht es halt nur noch auf YouTube und wartet auch mal ab, wie diese neue Oberfläche, wie sie die etabliert, wie das funktioniert und so. Und wechselt dann da vielleicht hier. Aber Twitch Money schießt sich da gerade ein bisschen selber ins Knie. Ja, voll, da musst du immer der Kohle nach. Das ist ja klar. Die wechseln mit, wo es mehr Geld gibt. So war ja blöd, wenn nicht. Täte ich hochsagen. Was hast du denn sonst noch? Hast du noch ein bisschen was auf der Agenda, was du verzeihen magst? Was hat es noch gegeben? Wir haben wenn wir gerade bei Fighting Games waren, es ist ja auch Mortal Kombat 1 angekündigt worden. Oh ja, das schaut sehr geil aus. Schaut ziemlich geil aus und hat so ein nice Feature, dass da hin und wieder mal ein zweiter Kämpfer dazu hilft. Hast du das gesehen? Da kommt das so aus dem Hintergrund auf einmal. Ist das ein Story-Modus oder ist das, weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht, ob das nur so geht oder ob das auch im Story-Modus geht, aber das ist, du kannst die vorher einstellen auf alle Fälle. Wahrscheinlich ist dann beim Versus-Mode und so weiter drin. Du kannst die vorher einstellen, wenn du haben dann haben die da spezielle Moves und dann kannst du die quasi herholen und dann ballern die den anderen Typen um. Schaut ganz cool aus. Ja, ich sage Mortal Kombat, das ist halt das Geile, weil es so immer so geil hochglanzpolierte Grafik ist und dann dieser geil übertriebene Splatter dazu. Ich glaube, die ersten Fatalities sind schon wieder heraus, oder? Haben sie schon gesagt? Die waren im Trailer schon drin, so ziemlich grob. Genau, da waren welche dabei und deswegen liebe ich es halt einfach, den Scheißtrick. Ja. Deswegen werde ich mir das auf alle Fälle wählen. Da ist eigentlich schon wieder, müsste es ja irgendeine Special Edition geben, mit irgendeiner geilen Figur, aber irgendwie findet die bei uns schon wieder nirgends. Macht mich wieder kirre. Ja, gibt's mit Sicherheit wieder irgendwas. Spielst du oder hast du jemals gespielt Dead by Daylight? Nein, ich weiß, du kennst zwar jetzt den Namen, aber was ist das gleich wieder? Hilf mir.
Das ist so ein asynchroner Multiplayer mit so Grusel-Horror-Charaktere und so. Mhm. Da bist quasi irgendwie, da gibt's nie, so Survivor quasi, und einer ist irgendwie der Killer, glaube ich. Irgendwie so ist das. Und da kommen wir jetzt auf alle Fälle Nicolas Cage nehmen. Der war am Summer Game Fest, war da persönlich da und hat es vorgestellt. Ja, geil. Oh, geil. Mehr Cage ist mehr gut. Aber ansonsten glaube ich, das kommt eh schon im September, oder? Das Mortal Kombat. Ja, das kommt im September schon. Und es ist ja dann, meine ich, weiß ja Mortal Kombat 1, das ist, glaube ich, Zeit ja als Reboot der Reihe, oder? Ja, die starten nochmal rein quasi. Und irgendwas war da noch mit dem Jean-Claude Van Damme. Bei Mortal Kombat jetzt, oder wie? Mhm. Irgendwas war da. Jetzt, irgendwie kannst du, ich glaube, Johnny Cage kannst du das Jean-Claude Van Damme sehen oder irgendwie so. Weil der ist ja ursprünglich von dem inspiriert gewesen und jetzt, glaube ich, haben sie mit ihm so einen Deal gemacht, dass man quasi mit so Jean-Claude Van Damme Skin spielen kann. Ja, genau. Bin ich mir richtig oder nicht. Das ist, finde ich wieder geil. Auf alle Fälle. Die haben ja immer dann wieder eine berühmte Figuren mit eingebaut in die letzten Spiele, also aus Horror-Genres und aus Filme und eben dann einen Schwarzenegger als Terminator, einen Sylvester Stallone als Rambo dabei gehabt, ein Robocop war noch dabei, irgendein Alien, Predator, ja. Freddy Krüger, Leatherface, Jason, die hast du alle schon dabei gehabt. Das ist eigentlich, da bin ich schon gespannt, wie sie es dann in dem Neuen jetzt machen, wer da alles dabei kommt. Ich glaube, der Kratos war schon mal dabei von God of War. Okay. Ja, ich glaube, aber das war noch... Das glaube ich war noch auf Mortal Kombat 9, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da bin ich auf alle Fälle gespannt, was sie diesmal für Figuren mit dann. Ja, das wird spannend. Ich freue mich schon. Dito. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, spieletechnisch bei mir ich hänge immer nur an die gleichen Spiele, Death Stranding, Tears of the Kingdom und Octopath Traveler 2, wobei aktuell gerade die ersten zwei genannten spiele. Tears of the Kingdom, mittlerweile bin ich voll drin. Oft einmal hocke ich da, spiele ich 7 Stunden und denke mir dann, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade da die ganze Zeit? Ich habe 0 Story gespielt oder sonst irgendwas. Ja, aber ich habe Spaß gehabt die ganze Zeit. Da musst du auch am Anfang diese 4 Bereiche auf der Karte absuchen für die Hauptstory. Mhm. Die habe ich jetzt alle 4 gemacht und das ist, also so die Dinger dann selber sind eigentlich ganz cool. Bis auf den einen Gegner bei die Soras, der war ziemlich beschissen. Die anderen waren aber alle ganz cool und die Tempel waren auch cool, hat wieder mehr Zelda-Feeling dann auch dazu gebracht. Aber es ist wirklich, wie der Corbin beim letzten Mal schon gesagt hat, oder wie wir da schon festgestellt haben, es ist halt lächerlich, wenn du dann diese Ahnen, da, wenn du es schaffst und so, und sie verzeiht einfach 4-mal die gleiche Geschichte, gerade dass halt der andere Depp mit anderen Masken da steht. Und das finde ich halt schon arg lächerlich. Aber gut, wir werden schon wissen, was dann am Ende ist Leben, gell? Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass da das Spiel da die Erkundung ist sowieso und dass die Hauptstory gar nicht so geil so ist. Also so. War bei Breath of the Wild schon das Gleiche. Ja, ich habe jetzt die Story nicht so weit gespielt, dass ich das irgendwie beurteilen kann, aber kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass das so ist. Voll, also es war, wie gesagt, bei Breath of the Wild schon das Gleiche. Die Story ist halt einfach die 0815er Zelda ist weg und du musst es wieder befreien. Diesmal ist halt, dass da irgendwas aufgewacht ist unter dem Ding. Sie hält die bei Laune, aber sie ist halt auch nichts Besonderes und da ist halt wieder, diesmal ist weniger das Erkunden, natürlich ist auch das Erkunden, aber das Erkunden war vorrangig im Breath of the Wild Star. Diesmal ist es halt wirklich dieses Zeug zusammenbauen. Mhm. Weil, also, das, was ich da mittlerweile gesehen habe, was manche Leute Zeug zusammenbauen, wo ich denke, Alter, wie macht es das? Wo habt ihr das Zeug her? Verstehst du nicht? Geil. Ganz ein beliebtes Schniedelwurz ist ganz weit vorne, ja. Den Mengs. Den Mengs auf alle Fälle gern bauen. Ja. Aber, weil da gibt's ja so Drachen, die rumfliegen, die hat's im ersten Teil auch schon gegeben. Mhm. Und dann habe ich auch einen gesehen, der hat dann weil du kannst ja die Drachen einschlagen und dann kriegst du, glaube ich, Schuppen und Hörner oder selbst, brauchst du auch wieder für irgendeinen Scheiß. Und dann hat einer irgendwie direkt um den Drachenkopf rumdumm ein Haus mehr oder weniger rumdumm baut, dass er dann mit dem die ganze Zeit im Kreis umeinander fliegt und haut auf den auf und holt sich die ganze Zeit seine Sachen, die er braucht. Fertig. Ja, geile Idee, aber wie, wann, wo, ich verstehe es nicht. Naja. Ich habe jetzt das Lösungsbuch mal pro forma gekauft. Ja, aus Versehen 2-mal. Ja. Nicht mehr schon wieder. Kann man denn aus Versehen 2-mal so ein Buch kaufen? Das kostet, weiß ich nicht, 60 Euro. Nein, das kostet 35 Zipfel. Ah, okay.
Gut, dann. Ich hoffe, du hast 6 gezählt. Wahrscheinlich. Ich hab's halt beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, schon bestellt und dann habe ich es Monate später und mir gedacht, hey cool, also die Komplettlösung, die musst du auch noch bestellen. Dann habe ich es nochmal bestellt von lauter Blödsinn. Dann habe ich das Backerl gekriegt und dann habe ich mir gedacht, wow geil, das ist zweimal drin, vielleicht hat sich Amazon verdient, ich habe es einmal geschenkt gekriegt und dann habe ich mal meine Bestellungen durchgeschaut, ach fick dich, das ist zweimal bestellt. Jetzt habe ich schon einen Kumpel aber gefunden, der gesagt hat, er nimmt es mal ab, weil ansonsten hätte ich heute einen Aufruf gemacht, man soll sich bei mir rühren, ich verkauf's und ich da sogar mal meinen Schwengel als Lesezeichen einhalten und es müsste jetzt dann eher schnüffeln, wo er drin war. Leider hätt's mir am Haken. Ja, ich weiß, da warten sie auf alle Fälle am Start, aber leider hat schon ein anderer gesagt, er möchte an meinen Penis schnüffeln und das Heftel haben. Da. Bitte, ja. Aber schön ist das Ding. Auf alle Fälle, schick gemacht. Schön ist ich mag Ding, das gerne. Ich lese oft gerne einfach Lösungsbücher, auch von Spielen, die ich schon durchgespielt habe, weil es einfach schön ist. Ich mag das gerne. Ich kaufe mir ganz oft von Spielen, die ich schon gespielt habe, wenn ich dann nochmal einen Steak, ein Lösungsbücher, vor allem wenn es so Hardcover sind, dann dann hol ich mir die einmal gerne und bladel ein bisschen durch. Es sind oft schöne Artworks drinnen. Mhm. Das stimmt. Ich habe ein Ding gern. von Elden Ring haben wir jetzt 2 Bücher nochmal bestellt. Da gibt es jetzt so richtig fette Artwork-Collections im Hardcover. Das ist auch geil. Cool. Werde ich mir jetzt dann die nächsten Mal alle zu Gemüte führen und dann in der nächsten Folge ein bisschen drüber plaudern. Schön. Ja, da haben sie mich auch wieder mit ihren Scheißbierchen da. So, ich glaube sogar zu Mario Odyssey, glaube ich, habe ich mir auch eins geholt. Das ist auch richtig schön mit Hardcover gewesen. Oftmals hat's mich genervt, wenn ich ganz am Anfang, als ich noch nicht so drauf aufgepasst habe, da hast du mich dann immer so komische Softcover gekriegt, wo oben so ein komischer gelber Balken rumdumm war. Also, das glaube ich, irgendwie gefühlt waren es gar keine offiziellen von die Hersteller selber, sondern irgendwelche Dritthersteller, die welche gemacht haben. Und die haben mich immer genervt, muss ich sagen. Da habe ich nämlich zwei oder drei erwischt und das nervt mich ein bisschen. Es gibt da auf Amazon, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, da gibt es so seltsame E-Books, die dann irgendwie The Complete Guide oder sowas heißen. Die dann schon zum Erscheinungsdatum vom Spiel rauskommen, aber das ist einfach irgendein Mist, den irgendjemand aus den Fingern saugt und den möchten sie die schnelle Kohle machen. Aber das ist natürlich Riesentrotz. Da muss man mal aufpassen. Da musst du auf alle Fälle schauen, weil das nämlich nicht schön ist. Aber ich fand die früheren Lösungsheftel von Super Nintendo-Zeiten und Nintendo 64-Zeiten, die fand ich am schönsten. So du meinst die Spieleberater? Ja, genau. So richtig schöne kleine Heftel einfach. Das ist richtig schön, ja. Die kosten ein Schweinegeld, wenn es die kaufen möchtest, gell? Ja, ich habe heuer, nein, nicht heuer, letztes Jahr habe ich 3 für den Super Nintendo und, also, da habe ich original verpackte von Donkey Kong 64 gekriegt. Und dann für den Super Nintendo habe ich noch eine für Mystic Quest und noch 2 habe ich erwischt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche die anderen 2 waren. Aber da habe ich noch ein paar Schmankerl habe ich da noch daheim liegen. Schön. Mystic Quest muss ich auch mal irgendwann nachholen. Fix. Ist auch ganz ein starkes Spiel. Beim Gameboy, glaube ich, 3-4 Mal durchgespielt, aber das für den Super Nintendo. Heute mal nicht Mystic Quest, aber in Schmarrn verzeihen, sondern Illusions of Time Money habe ich gekriegt. Noch besser. Das habe ich auch noch, das habe ich am Schrank stehen, als Spiel. Leider ohne Spieleberater. Ja, die beide Sätze. Aber leider ohne Originalverpackung fürs Spiel. Ich werde mir jetzt dann irgendwann einmal einen Monat Zeit nehmen oder sowas und werde die ganzen geilen alten Super Nintendo RPGs nochmal durchspielen. Illusion of Time, Secret of Mana, Secret of Evermore, Chrono Trigger, den ganzen Mist. Das ist so geil, das Zeug. Final Fantasy. Ja, sowieso. Gespielt. Das ist einfach sauber 2 Zeit. Ja, furchtbar. Das ist sauber 2 Zeit, die wir brauchen. Aber wir haben jetzt auch schon sauber 2 Zeit verschmatzt, glaube ich. Der Korbi ist sicher auf 180, wenn er sagt, dass wir über eine Stunde lang schmatzen. Aber ist nicht unser Scheißproblem, der Korbi muss schneiden. Uns da noch interessieren, was habt ihr gezockt im Juni und auf was von unsere erzählten Spiele freut sich am meisten? Oder habt ihr vielleicht auch noch Spiele dabei, die wir gar nicht erwähnt haben, die auf eurer Most Wanted Liste draufstehen? Haut es in die Kommentare ein, da hat uns gefreien. Liken und teilen und folgen und was weiß ich, was man nicht alles hier tut. Nicht vergessen. Geld überweisen. Ganz viel Geld überweisen, ja. Also es braucht nicht unbedingt eine Steady-Mitgliedschaft, das könnt ihr uns ein Pauschalgeld schicken, da sagen wir auch nicht, na, vielleicht sogar per Post oder so, das war auch mal cool. Gute alte Brief, der gute alte Geldbrief. Genau. So wie Weihnachtskarten von der Oma früher, die zu weit weg gewohnt hat, wo da noch 50er drin gesteckt ist. Stark. Das war schön, ja. Da darfst du bleiben, oder? Ansonsten sage ich merci Seppi. Sehr gern, war mir eine Ehre. Schön, dass du dabei warst, gell? Immer gern. Immer gern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder irgendwo zu irgendwas, wenn ich Lust habe. Passt. Macht es gut. Hab ich dir, pfiat euch. Servus beieinander.